Hallo zusammen, da ist natürlich der Retroklitus oder der Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weekend gehabt bisher. Kurz, währenddem dass wir hier dieser wunderschönen Musik lauschen im Hintergrund und uns an dieser tipptoppen Grafiker freuen, möchte ich auf die Zürich Games Show eingehen, wo ich gestern auch wiederum kurz war. Es ist leider alles ein bisschen anders gekommen als ursprünglich geplant. Darum hat es mir grundsätzlich nur gelangt, überall durchzulaufen, Blick hineinzuwerfen in die verschiedenen Stände und am Schluss bei Nintendo in die ab 18 Zone, wo fast so ein bisschen wie im Pornoladen war oder so, einfach hinter diesen schwarzen Vorhängen. Nicht, dass ich schon jemals in einem Pornoladen war. Auf jeden Fall Skyrim und Doom können anspielen. Es hat 4 Spielestationen gehabt, im Vergleich zum restlichen Nintendo-Stand, wo ja schon an Swiss Toy war, hat man vermutlich im Handheld-Modus gespielt. Es ist zwar unten der Strom und alles eingesteckt, also eine Art dockt, aber weil der Screen noch funktioniert hat, nehme ich an, dass man eben portablen Modus gespielt hat. Mit dem Angestellten habe ich mich noch kurz unterhalten, dort habe ich mich ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, irgendwie haben wir uns dort nicht ganz gefunden. Er hat aber am Schluss gemeint, dass man im Docked-Mode spielt. Ich habe dann noch ein bisschen recherchiert und grundsätzlich ist es ja eben so, wenn der Screen noch läuft, dann spielt man eigentlich im portablen Modus. Weil Docked ist da garantiert ausgeschaltet. Das ist interessant, dass sie das gewählt haben, weil Skyrim hat man den Switch in die Hand nehmen, dort waren die Joy-Cons auf der Seite dran. In Doom war der Screen fix und man hat mit einem Pro-Controller gespielt. Auch das, interessante Wahl. Auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Und wie gesagt, man ist dort reingekommen, es hat 4 Plätze für das Doom, die sind besetzt worden. Ich bin mich in diesem Fall zuerst mal zum Skyrim platzieren. Und ja, aber es ist ein 10-jähriges Game. Ich denke, ein Skyrim, das man heute neu machen für eine Switch, würde massiv besser aussehen. Aber es ist gleich beeindruckend, dass ein Game, wo so eine Vielfalt bietet, wo so gross ist, auf dem Switch zum Laufen gebracht worden ist. Es hat sich gut angefühlt. Ich habe ja nie wirklich Skyrim gespielt, darum kann ich auch nicht viel dazu sagen, wie es im Vergleich zu anderen Versionen abgeht. Aber ja, ich glaube, es ist eben auch nur 30 Bilder pro Sekunde. Nichtsdestotrotz hat es sich okay angefühlt. Wo der erste Typ ist aufgestanden von diesen 4 bei der Doom-Anspielstation, bin ich dann sofort her. Und ja, ich wollte vorweg schicken, dass mich gang noch Welt zu freuen, dass es gang noch Welt beeindruckend ist, dass das überhaupt auf dem Switch läuft. Noch ein kleiner Facts-Check, und zwar ist es ja immer interessant bei den Geräten, was habe ich für eine Leistungsaufnahme? Ich bin nicht allzu der Checker im Strom-Business, aber wenn es um die Wattanzahl geht, sieht man ja schon, was ein Gerät eben aufnimmt. Einfach gesagt. Und wenn man die Zahlen vergleicht, schaue ich mir einfach mal den Switch an und sehe, dass der Dock so zwischen 11 und 16 Watt zieht. Vergleiche das mit der PlayStation Pro, wo so um die 100 scheint zu sein. Wobei, ich weiss nicht genau, was die Jungs hier getestet haben. Ich habe nur eine kurze Suche gemacht. Aber schon nur hier haben wir eigentlich den Faktor 10, wenn man grosszügig sein will. Und dann schaut man sich noch die Xbox One X an, die jetzt rauskommt, die ja ein richtiges Biest ist. Die hat ein 245 Watt Netzteil. Ob da wirklich auch ganz so viel gezogen wird, ist fraglich. Aber man sieht so ein bisschen die Dimensionen. Wie viel Leistungsstrom verballern die Dinger, wie viel Leistung können sie dementsprechend umsetzen. Und dann ziehst du eben rein, wie viel das der Switch eigentlich zur Verfügung hat. Und klar kann man dann eben noch viele andere Faktoren ins Rennen werfen, die am Schluss aussagekräftig sind in Bezug auf das Aussehen der Games, wie es performt. Aber wenn wir jetzt mal rein um die reine Leistungsaufnahme uns drehen, ist es wie gesagt eben schon beeindruckend, was der Switch herzaubern kann. Und das so ein bisschen als Hintergrund für das Doom. Weil mein Eindruck am Anfang war, Halleluja, das ist ja richtig verwaschen. Hey. Also richtig krass.
Dann musst du zuerst mal ganz nah her zu diesem Miniscreen, weil portabel hat man ja ziemlich nah beim Gesicht. Aber weil er auf dem Tisch halt fixiert war, mal ein bisschen vorgebeugt, okay. Also, jetzt sehen wir ein bisschen mehr, aber leck, wirklich, ist meine Brille so dreckig oder was geht genau ab? Also das ist far away von 27p. Das hat man ein Stück weit schon gewusst, aber das näher so zu sehen, ist das schon noch abgefahren gewesen, okay. Und dann habe ich mal losgelegt, ich bin bei der Mitte vom ersten Level befunden, bin da ein bisschen auf die Gegner losgestürmt und das hat sich auf jeden Fall sofort das Doom-Feeling bei mir eigentlich bemerkbar gemacht, weil ich bin von mehreren Gegnern angegriffen wurde. Der Typ, der mir es übergeben hat, der Pause drückt, war schon ein bisschen low on life gewesen und die Munition auch nicht wahnsinnig. Das heisst, ich habe mich dort gerade so ein bisschen aus einer intensiven Situation müssen befreien, hin und her jumpen, geschossen, Gory Kills, Glory Kills, wie man sie da nennen will. Und habe mich dann so durchgeschlagen und sofort ist das Doom-Feeling gekommen. Eben, man merkt natürlich, dass man nicht mit 60 Bildern pro Sekunde spielt. Es fühlt sich so ein bisschen, ja, ich weiß doch auch nicht genau, einfach ein bisschen klebriger an, ein bisschen slower, es ist ein bisschen zäher, es ist nicht alles ganz so responsive, wie man es halt sich gewöhnt ist, genau, auch von PlayStation 4 Pro natürlich. Aber es hat sich gut angefühlt, es hat sich gut gespielt. Grafisch ist es natürlich halt nicht nur für Auflösung, sondern auch sonst ein bisschen zurückgeschraubt. Texturen von eurem, ja, können halt nicht wahnsinnig gut aussehen, auch Effekte und so, aber es ist gut genug, damit es absolut nach dem Doom aussieht und sich eben auch gut spielt. Was mir dann aber ist aufgefallen, was ein bisschen hektischer ist wurde, und ich habe natürlich schon das Game ein bisschen herausgefordert. Klar, im ersten Level kannst du noch nicht wahnsinnig viel machen, aber gleich du hast dann mehrere Imps, die dich angreifen, mehrere Standardgegner, Energiesalven, die sich aufladen, entladen, die im Zeug rumhopsen. Hey, und zum Teil ist das dann langsam geworden. Es ist nicht so, dass es irgendwie das Bild verrissen hat oder so, weil jetzt ein V-Sync ist nicht mehr gelaufen, weil halt die Bildrate neu ist, sondern es ist einfach so, dass es kommt mir fast ein bisschen vor wie beim Nintendo 64, wo ich jetzt momentan viel am Gamen bin, wenn einfach nicht der Prozessor nicht mal mithalten, dann wird einfach halt ein bisschen runtergeslowt und plötzlich bist du am Fighten wie ein Tier und wo bisher alles ultra flink, ultra schnell ist gegangen, ist jetzt alles, als hätte man neu so einen Zeitlupe-Move und habe keine Ahnung, ob irgendwie die Luft dort drin schlecht war oder meine Wahrnehmung hat gesponnen, aber es hat sich schon nicht ganz so wahnsinnig angefühlt. Und wenn man dann eben bedenkt, was ich gesagt habe, dass im ersten Level noch nicht ganz so viel läuft, wie sieht es denn aus? Ich will jetzt hier nicht allzu negativ tönen, bin gespannt, wie es aussieht, als ich dann eben mit dem Angestellten geredet habe. Er hat gesagt, es sei in dem Sinne die fertige Version, die jetzt released wird. Wann ist das? In 3 Wochen, oder? Jetzt kommt ja in dieser Woche das Mario und das Wolfenstein. Dann gibt es eine kleine Pause. Und dann kommt, wie gesagt, ja, voll in 3 Wochen das Doom auf dem Switch. Das heisst also, müssen sie fertig sein. Klar können sie mit dem Day-One-Patch noch das eine oder andere nachfeilen. Sie werden sicher auch noch ein paar Anpassungen machen im Jahr, weil das Game heutzutage schon nicht. Aber ja, also ich bin wirklich gespannt. Ich habe vielleicht auch ein bisschen zu hohe Erwartungen gehabt, aber eben gerade die Slowdowns, das war also noch happy gewesen. Und dann habe ich mir heute so ein bisschen, um auch meine eigene Meinung noch einmal zu verifizieren, andere Leute reingezogen, die es in letzter Zeit gespielt haben. Natürlich primär amerikanischer Raum, aber die Releases werden gleich sein von diesem Game. Und dort hat eigentlich niemand, oder vielleicht habe ich die falschen Videos geschaut, wie gesagt, es hat niemand wirklich so Slowdowns bemerkt. Darum, vielleicht ist das auch ein Bug oder whatever. Ich bin gespannt, wirklich, ja. Ja, yeah, wirklich ein Game, wo ich mich wirklich darauf freue. Oder? Wirklich, echt ernst. Doom war letztes Jahr am Blazen, Doom zieht dieses Jahr wieder. Gegebenenfalls kommt ja am 1. Dezember noch das Doom VFR raus, wo scheint auch sehr gut zum Spielen ist. Was ich vielleicht jetzt noch kurz bezüglich VR kann sagen, und ich weiss, ich verzettle mich doch ein bisschen, ich habe jetzt seit
hey, keine Ahnung, 1,5 Monate oder so das PlayStation VR wieder mal angeschlossen, weil so ein Superheldenspiel, wo mir der Titel jetzt gerade empfohlen ist erst gerade released worden. Ich das einblenden. Auf jeden Fall haben es ziemlich viele Leute noch so cool gefunden. Du ziehst eben um, kannst wie der Superman rauf in die Atmosphäre, wieder runtertauchen in die Städte und so. Musst du irgendwelche Aliens killen. Also noch eine coole Idee, aber hey, nein, Jesus. Und dann, das ist halt schon ein bisschen das Problem. Dann liest du die ganzen VR-Fans durch und das bin ich ein Stück weit schon auch noch. Und die sind alle so gehypt und geflasht von diesem Zeug und dann ziehst du es selber rein und dann merkst du das einfach, wie unpolished das Ganze ist. Das ist wie so ein Unity-Demo-Game, wo sie gerade Clap so hergebracht haben, dass es halt eben gut genug läuft, dass man es für 15 Steine releasen kann, was ja nicht das Vermögen ist. Aber yeah, schon noch strange und klar ist es geil, so ein bisschen rumzufliegen, aber das Problem besteht immer noch, keine anständigen Games und ich weiss, dass gewisse Sachen wie Rec Room oder sonstiges Zeug für viele spassige Sachen mal sein, aber wenn man nicht so Zeit zum Vertödeln hat und nichts gegen die mehr so Party-Games spielen, sondern halt Games möchte spielen, die auch ein bisschen Story oder Anspruch haben und auch hier, ich will gegen niemanden schießen, was auch immer du am Zocken bist, für mich ist das halt einfach nichts und keine Ahnung, das Resident Evil 7 war auf jeden Fall ein Lichtblick gewesen. Jetzt auf das Doom bin ich gespannt. Ich weiss, dass auf dem Rift einiges ist rausgekommen, auch von den Metro-Machern. Aber halt alles so ein bisschen ein Schiessbudenspiel wieder. Und hey Mann, bringt mir irgendetwas, was mich echt fasziniert. Und ich bin sicher nicht der Standardnutzer, aber ich glaube, ein Stück weit eben der gleiche. Ein Game, wo wie ein normales Bildschirmspiel halt wirklich fesselt, das ist bisher noch nicht so wahnsinnig vorhanden. Okay, also, das wäre das gewesen. Und jetzt legen wir endlich los mit Micro Machines. Habe ich dazu mal auch gehabt, ist natürlich prädestiniert gewesen für das Nintendo 64 mit diesen 4 Controller-Ports. Jetzt machen wir mal einen Player. Das Menü ist richtig krass, aber noch viel krasser sind die Charakter hier. Hello. Hey, dude. Hi there. You're right, man. Wow, hä? Abgefahren. Ich nehme immer den Dwayne. Der Dwayne ist super. Und der Name ist auch gut. Jetzt weiss ich aber nicht genau. Ja, komm, wir machen doch irgendwann mal ein neues Safe-Game. Ja, überschreiben wir doch da gerade. Hey, dass das dann auch noch so lange geht, auf das Zeug zuzugreifen, ist schon noch funny. Okay, jetzt geht es weiter hier im Menü. Wir nehmen einfach gerade den Challenge. Ja, gar nicht groß überlegen. Beginners Challenge, das ist doch super. Jetzt weiss ich eben gar nicht, wenn das ins Rumble Pack rein tun kann. Ich mache das jetzt mal jetzt. Einfach so. Jetzt kann man hier wählen, wie schwierig das glaube ich irgendwie noch ist zusätzlich. Wir lassen das einfach in der Mitte. Aha, das wäre jetzt gewesen, ja. Okay, gut. Das ist cool. Hier kann man immer ein bisschen üben, was man für Tricks kann. Und eigentlich tut man einfach springen und Gas geben, oder? Hey, die Charakter. Richtige Stereotypen. Okay, sie sind also alle schon mal gäbig davongezogen. Es ist einfach schon fies, wenn die Kamera so nah dran ist. Weil man sieht halt einfach schon sehr schlecht, was auf einem zukommt. Aber die erste Strecke ist natürlich noch nicht so wahnsinnig hart. Trotzdem kann man es auch hier verschießen, wenn man nicht aufpasst. Zum Teil liegen so mehr oder weniger versteckte Päckchen rum, wo dann so Extras drin sind. Ihr habt es vielleicht im Demo-Video gesehen. Irgendwelche Hämmer und Zangen, die einem zurückziehen.
Ja. Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich das Waffenzeug eigentlich gar nicht nötig finde, Micro Machines, aber ich verstehe es natürlich. Es ist ein Stückchen, wie soll ich sagen, gibt einem halt dann auch die Chance, wieder aufzahlen. Geil, der Hippie-Bus. Jetzt kommen schon Panzer, genau. Die können, glaube ich, nicht von Anfang an schießen. Aber irgendwann denke ich schon. Bin nicht mehr ganz sicher. Ist das immer der Chen, der hier seine Stimme hat und sich dann so cool auf die Seite dreht? Aha, also ich sollte irgendwie im richtigen Moment drücken. Jetzt geht's schon los. Wo kann ich schießen? Hier, genau. Hä, das ist natürlich auch super. Yes, mit einem Abpraller den Anger genommen. Hey, die Steuerung ist noch wicked. Jetzt, wenn ich diese Dinge abschöpfe, sprengt er mir natürlich gerade bei der ersten Gelegenheit. Ja, yeah. He's already starting. Gut. Schön, sich selber noch ein bisschen angeschossen. Dort wäre irgendwie in dieser Pfütze eben noch so ein besagtes Päckchen drin, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht, das zu holen. Hey, und die haben tatsächlich abhängen können. Und mit dem Hori Nintendo 64 Controller, wo ich hier ein bisschen am Ausprobieren bin, tue ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wenn ich ihn eine Zeit genutzt habe. Steuert sich schon ultra präzise im Vergleich zum originalen Nintendo 64. Sehr nice. Ja, zum Game gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die es noch nicht kennen, Micro Machines. Was geht ab? Weil ich glaube, das kennt ja fast jeder. Ist auch früher fast auf jeder Konsole rausgekommen. Die letzte Version, die sie probiert haben, auf dem PC sicher. Ich weiß nicht, ob es auf den anderen PS4, Xbox auch ist rausgekommen. Bei ihm schalten wir so ganz spezielle Skins auch noch frei. He? Die war ja nicht so gut gewesen. Sie haben dort sehr stark auf den Online-Modus gesetzt, was eigentlich sehr dumm ist in meinen Augen. Magerer Umfang gegebenenfalls auch. Ich habe es selber nicht gekauft. Sollte man nicht unterstützen. Das Problem ist dann halt auch wieder, da kommt dann der Publisher und sagt, hey, ihr habt das Game, das sich kaum verkauft hat, da machen wir keinen Nachfolger. Und dabei haben sie einfach wieder mal so ein Kackmodell rein, dass man vielleicht noch Zeug muss kaufen muss. Und von dem her wollen das die Leute zum Teil gar nicht. Und dann beklagen sie sich, wow, dass sich zu wenig verkauft hat. Ja, ja, verblendet sind sie zum Teil heutzutage. Das mit diesen Lootboxen ist ein ganz straubes Thema momentan. Und meine Fahrerskills, ja, ein straubes Thema. Was ist da los? Da muss man sehr früh einlenken. Das Problem ist, es läuft nicht wahnsinnig flüssig, denke ich mir. Es ist fast so ein bisschen choppy, aber ja, das entschuldigt natürlich nicht meine Fahrweise. Hey, nein, und da ist richtig fies platziert, der Käse. Weil wenn der drüber ausschäberst, dann landest du ziemlich sicher auf dem Cheesy. So, dann schön noch ein bisschen Milch. Ja, es wäre eine geile Strecke, wenn man es ein bisschen können und nicht so sagt. Weil in der Ecke ist dann überall so Zeug platziert, aber dort hat es noch ein Päckchen gehabt zum Abkürzen. 5. Merci, muss ich noch mal ins Ziel. Danke, kann ich trotzdem noch ein bisschen fahren und hüpfen. Yeah, that was crap. Jetzt habe ich das Leben verloren. Was geht ab, ey? Wir spielen doch hier einfach Micro Machines. Nicht irgendein Shooter. Ja. Wieso darfst du nur mehr reden? Ja, irgendwie bin ich da nicht so der Beste. Jetzt habe ich so ein Päckchen verwünscht. Oh nein, jetzt habe ich zu fest abgekürzt vor allem. Also das wäre ein sogenanntes Schutzschild, aber das bringt mir hier, glaube ich, auch nicht so viel. Hey. Hey, das läuft schon nicht so gut. Ui, ei. Yes. Also was ist eigentlich, wenn ich dritt werde, ist echt gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Da. Nach dem Toast, Kurve. Ja, man muss sich eigentlich merken, dass man lenken muss. Ui. Logischerweise, oder? Beim Renngame, haha. Ui. Nein, jetzt hat dann der Zängler, genau. Sehr ein mühsames Ding, ja. Aber es tut dem gar nicht so weit zurück. So, das könnte der erste werden.
Yes, alright. Hey, dann mache ich jetzt nur die letzte und dann wird gewechselt, würde ich mal behaupten. Nach dem anfänglichen Texten. Ich wollte jetzt schon noch ein bisschen Games zeigen, sieht geil aus. Yeah, die sind funny. Ziemlich slow. Das Bötchen wäre da auch noch cool. Ja, ein super Game wirklich. Schließt alle Controller an, haust es ein bisschen auf einen grösseren Screen. Jetzt hat jemand etwas anderes gesagt, oder? Ja, die könnt mir am Anfang immer davon ziehen, das bringt mich eigentlich nicht viel. Yes. Ja, schön Trübel in die Erbsli, die zeigen, was durchgeht. Das extra nicht verpassen, cool. So. Ai. Was habe ich da? Irgendwelche Leben oder so? Hey, nein, zweimal hintereinander. Excuse. Ah, das kann ich noch rausbouncen. Okay. Das ist die Fähigkeit. Ja, kommt Jungs. Kommt, wir sind hier schön an der Kante unterwegs. Rausbouncen. Schade. Ui. Ja, man muss einfach früh genug lenken, genau. Der andere das Bouncer-Schild vorne, aufpassen. So kleine Abkürzungen sind eben auch erlaubt. Oh nein, das macht mir fast ein bisschen Angst. Hört das irgendwann mal auf, oder was? Ich kann der das jetzt die ganze Zeit nutzen. Yes, den haben wir einfach. Nein! Jetzt wird es tricky, glaube ich. Nein, jetzt habe ich den falsch gedrückt. Drunter ist der Hammer. Yes! Hammer Time. Nein! Also es könnte sein, dass ich zweit werde. Aber das ziemlich sicher. Ja, aber der ist davon gezogen mit seinem Schutzschild, ja. Ja, schade, schon im Ziel, ja. Komm, jetzt gibt es einen aufs Dach. Crap. Ja, das war fast ein bisschen sackig gewesen, jetzt hier in der letzten Runde noch 2 zu werden. Was bedeutet das? Congrats, Bonnie. Sogar der zweite Platz macht die platt, hey. Jetzt hat niemand etwas gesagt. Interesting. Ich schaue immer wieder auf die Wattzahlen, die ich mir rausgesucht habe. Und ich habe es vorhin hoffentlich so erklären, dass man es schon schnallt. Das ist eben schon beeindruckend, wie wenig Power das der Switch zieht. Und was er nachher bringt. Wow, ai. Hey, nein, genau gleich wie vorhin. Irgendwelche Übermut, wo einem dann in den ersten 2 Kurven dazu verleitet, dermassen rauszuziehen. Oh Scheiße, ja, das habe ich verdient, oder? Die habe ich rausgebounced. Da hat irgendeiner den Hammer geschnappt, sieht so aus. Gut, jetzt kommen hier wieder meine Hardcore-Kurven. Yep, gut gemacht. Weg mit dir. Jetzt muss ich eigentlich nur noch ganz legal an dem vorbeiziehen. Nie mehr runterfallen. Und dann habe ich das in der Tasche. Schnappen wir hier noch den Hammer. Ui, jetzt hast du fein kein Bürstchen. Aber ich auch. Yes. Ui, nein, verzettelt. So, ja, ich weiss, es kommt führen. Ich lasse dich gerne führen. Nein! Scheiße! Die Serviette, die ist hart, die hat einem gut zurück. Weißt du, das ist noch ein guter Gegner, ist das Bonnie? Sie macht das wirklich tiptop, hey, aber yes, also gut. Schon fast so ein bisschen warme Hänge bekommen. Nein, der ist ja
völlig verschädert haben. Alright, hey, das war gut gewesen. Ja, da haben wir wieder die wunderschönen Goldfarben, die das Nintendo so gut kann darstellen kann. Die coolen Papierschnipsel, die man immer wieder sieht in den Games. Yeah, ich würde sagen Exit, oder? Okay, jetzt müssen wir das noch abspeichern. Ja, gern, das nehmen wir gerne mitnehmen. Aha. So blitzschnell ist das jetzt gegangen. Gut, Nintendo 64 ausschalten. Okay, okay. Jetzt habe ich gerade gesehen, der Elgato nimmt gar nicht auf. Der pausiert das Recording, wenn ich das Quellensignal ausschalte. Interessant. Okidoki. Quake 2. Ganzes geiles Game. Hier auf Nintendo 64, auf dem PC schon. Aber das Coole im Vergleich zum Quake 1 ist, dass es hier ein eigenständiges Spiel ist. Es ist also nicht einfach ein Port von Quake 2 vom PC, sondern sie haben so ein bisschen etwas Eigenes dazu oder Zweckgeschnitten für das Nintendo 64, natürlich basierend auf dem Originalmaterial. Let's roll! Jetzt kann ich hier mein Setup laden. Ich hoffe, ich habe das insofern korrekt gespeichert. Ich habe nämlich einige Anpassungen machen. Und gebe jetzt sogar beschämt zu, dass ich es eigentlich nur mit einem Stick spiele. Führen, zurücklaufen, links, rechts drehen. Strafen kann ich dann mit den C-Knöpfen auf und ab schauen, auch, weil man muss so selten auf und ab schauen, dass ich es eben nicht im Einsatz habe. Und ich spiele ja nicht mit dem Original Nintendo 64 Controller, sondern mit dem Hori Controller. Und dort kann ich nicht machen, dass ich mit dem rechten Daumen den Stick bediene und mit dem linken das Digi-Kreuz, wie ich es eigentlich mir gewöhnt war, auch vom Doom 64, sondern der kleines anderes Button-Layout. That's it. Ich habe jetzt Sensitivity. Das war ein netter Versuch. Die Empfindlichkeit von der Achse habe ich ziemlich weit runtergeschraubt. Man muss sich gar nicht so blitzschnell drehen können. Es kommt ja vielleicht schon, aber momentan ist mir das fast wöhler. Always Run habe ich ausgeschaltet und dass es immer ins Center zurück soll. Ich habe jetzt auch aktiviert. Das hat mich zwar am Anfang gestört, aber es ist so, dass man dann halt einfach schön geradeaus schaut. Ja. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Im Vergleich zum ersten Quake hat es auch einen Multiplayer hier, aber wie ich das dazu mal nicht gespielt habe auf Nintendo 64, kann ich nichts zu dem sagen. Ich spiele einfach den Singleplayer-Modus. Ganz fies hier noch am Rand. Es ist so, dass die Spielstange hat kein Datum, kein Nummerli. Das heisst, wenn du immer wieder 2 oder 3 abwechseln und immer die nutzt, weisst mit der Zeit eigentlich nicht mehr, musst du fast eine Notiz machen oder halt einfach es nicht vergessen, wo das steckst. Und darum habe ich jetzt angefangen, immer gegen Abend zu speichern. Also momentan bin ich bei Station, ich spiele auf Easy, haha, gib es zu. Weil es steuert sich da halt schon nicht gerade wie auf dem PC mit Maus und Tastatur. Ja. Ja, was ist das jetzt? Die 6. Welt, ja. Also doch auch schon ein bisschen gespielt. Das ist ein cooles Game. Jetzt haben wir hier schon einige Waffen, Schrotflinten, Maschinengewehr, Gatling, Granatenwerfer, Raketenwerfer bekommen wir jetzt auch schon gleich. Ja, es sieht zum Teil ein bisschen spässig aus, gell, für Steuerung, aber wow. Okay, da kommen also schon ganz briefe Gegner. Ja. Damn. Und seht ihr, selbst jetzt ist es noch fast zu empfindlich eingestellt. Ui. Come on. Gut, da haben wir das Boden gestreckt. Sein Kollege jetzt vielleicht auch noch gerade. Oder der streckt uns das Boden. Nein, gut.
Come on. Sprechen wir da überhaupt gut genug? Hey, nein. Schon ein bisschen Straub zum Steuern, muss ich jetzt gerade zugeben. Ich bin gerade ein bisschen aus der Übung. Eieieiei. Gut, jetzt nehmen wir sonst mal ein MG, falls da jemand aus der Distanz auf uns zukommt. Mal, der hat Bereiche sogar, nice. Da kommt wieder so ein Raketentyp. Oh, da geht er aber noch schnell zu Boden, nice. Gut, da haben wir auch wieder einen Gegner. Was kann der? Oh ja, das ist eine Rakete. Yes, okay. Ja, also, wenn man so ein bisschen vorsichtig vorgeht, wenn man auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielt, wenn man die Steuerung ein bisschen anpasst, ist es ein ganz geiles Game. Und klar sind das jetzt relativ viel Wärme gewesen. Aber dadurch, dass es eben ein eigenständiges Spiel ist es durchaus zu empfehlen, wenn man die PC-Version schon kennt. Da ist irgendein Energiegenerator. He? Ja. Mal schauen, ob wir den knacken können. Oh ja, oh nein. Oh ja. Trespasser. Komm schon, Bürstli. Da hinten ist noch so eine Raketenwerferbrut. Wow, aufpassen. Gut. Wo ist sie? Die quietschen immer so gäbig. Oh wow. Und vor allem ist die jetzt auch noch schnell down gewesen. Jetzt ist hinten ist einfach klassisch die Wange aufgegangen, gut. Ja, das ist alles noch zu, die Force Fields. Das Coole ist auch bei der Nintendo 64 Version genau gleich wie beim Doom 64. Wow, das ist ein Briefensiech. Hey. Das ist immer gut, wenn man die Nähe und Distanzangriffe machen können, so im Mittelfeld behalten, dann können sie sich nicht so wirklich entscheiden. Und machen dann gegebenenfalls den Notkampfangriff, obwohl dass man viel zu weit weg ist. Also, Musik ist oder genau gleich wie im Doom 64 eben, ist es so, dass man nicht die gleichen Tracks hat verwendet wie im Original. Hat auch aus Platzgründen, sondern haben mehr so auf einen atmosphärischen Soundtrack gesetzt. Und ich habe das eigentlich schon noch gern. Das kann zum Teil die ganze Situation sehr nice unterstreichen im Vergleich zu irgendwelcher Musik, die im Hintergrund dudelt, obwohl natürlich die Originalmusik von Doom und Quake geil ist, Quake 2. Also jetzt weiss ich gar nicht, was ich noch machen muss. Schalter werden automatisch gedrückt, das heisst, das wird es nicht sein. Oh, das ist noch ein höherer Lift. Oh nein, so eine Raketenwerfer verschnitten. Schön. Schnitte natürlich nicht abwertend gemeint gegenüber Frauen, sondern halt einfach gegen die Cyborg-Kuh. Das ist schon geil, schau mal, wie der hängt. Das Ding, das MG schießt fast ein bisschen lang. Wenn ich den Knopf loslasse, dann scheppert das noch hinten nach. Ein bisschen Munitionsverschwendung können wir sogar behaupten. Wow. Gut, zum Glück hat es noch für den gelangt. Ganz geiler Sound, ganz geiler Sound. Ui. Was ist da? Flying Shithead. Merci. So gewisse Gebung. Ja, eben, wenn man sich ein bisschen an die Steuerung gewöhnt hat, dann geht's einigermaßen. Aber ich vermisse schon Dual-Analog-Sticks. Oder eben das Setup vom Original Nintendo 64 Controller. Vielleicht muss ich mir da halt wirklich wieder mal einen ziehen, wo aufgefrischt ist. Aber sonst ist der Hori-Controller der Hammer, wirklich. Gut, noch mal schnell checken, ob da nicht noch irgendjemand in meinen Rücken will. Jetzt haben wir hier schon wieder so einen langen Kanal, scheiße. Ja, mal, jetzt kann ich die Taktik wieder machen. Das ist einfach auch ein bisschen dumm.
Er sieht zwar gefährlich aus mit seinen dicken Beinen, aber da hat es sich dann schon. Üble Munitionsknappheit. Es reicht aber gerade so für die nächsten paar Gegner. Okay. Der Raketenwerfer. Oh nein. Wow. Der Raketenwerferin. Was sind das eigentlich? Blaue? Ja, das sind Dinge, Medikits. Ist da irgendetwas offline? Come on. So. So steckt er aber noch gäbig ein, aber jetzt ist der richtig schön wie geflogen. Traitor! Jawohl. Zum Glück sind sie nicht sonderlich intelligent. Ich habe richtig viele Raketen bekommen auch. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf einen Raketenwerfer setzen. Ohne mich selber zu sprengen. Ah! Nein, das ist keine gute Idee. Granatenwerfer, was sagst du zu dem? Nein, auch nicht. Gut. Dann haben wir sonst gerne zusammengehen. Ja, da ist mir jetzt schon so ein bisschen unintelligent gefolgt. Jetzt muss ich hier noch etwas machen. Jetzt, was habe ich hier? Bomben verteilt, oder was? Ja, genau. Gut. Dann verziehen wir uns da. Was, jetzt muss ich mit dem... Wow. Und wo ist echt das Schiff? Oh, der hat aber eine Railgun, hä? Ja, dort schaust du gescheiter, dass du in seiner Nähe bist. Wow. Jetzt hat ihn verwünscht. Nein. Hey, ich muss hier eine andere Waffe wählen. Es ist... Bringe mich selber ins Verderben. Wow, Jungs. Ist ganz schön etwas los hier. Vielleicht mal einzeln sicher voneinander nehmen. Mann, du bist jetzt ein mühsamer Keib. Zum Glück geht die Pumpe richtig weit. Hey. Du auch noch, oder was? Weißt du nicht, dass ich mich hier jetzt irgendjemand verzettle und dann nie mehr herkomme? Ist das der Hangar, wo ich her muss? Nein. Oh mein Gott. Jetzt läuft wirklich die Zeit aus. Hey. Hier etwas drücken. Ja, gut. Okay. Gehen wir hier rein, nice. Ja, das hätten wir geschafft. Ja, ja. Gut, gut. Ah, das ist gerade das Flugzeug, das Truck oder so. Hey, cool. Gerade eine Mission geschafft. Alle gekillt. Keine Geheimnisse gefunden. Jetzt können wir das noch schnell aufs Pack speichern. Ja, genau. Dann wir einfach hier weiterfahren jetzt. Ja, und ich würde jetzt hier mich sonst verabschieden. Ich hoffe, man sieht sich dann vielleicht an der nächsten Zürich Game Show oder was es auch immer noch für Events in der Schweiz wird geben. Das ist nämlich schon cool, dass etwas läuft. Und wünsche euch weiterhin eine schöne Woche, noch ein schönes Weekend. Je nachdem, wie ihr es schaut. Macht's gut. Tschüss zusammen.